Herzlich willkommen zu dieser Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, dich können es inspirieren und mach dir doch ein paar Gedanken dazu. Am Mittwoch, 25. Februar von diesem Jahr, bin ich in unserer Küche gestanden und habe die Pfanne abgewaschen, wo etwas passiert ist. Plötzlich stört etwas die unerwartete die Ruhe, die ich am Geniessen war, nämlich ein dumpfer Knall und die ganze Wohnung erbebt. Und ich lasse die Sachen fallen in die Drogie und renne ins Kinderzimmer, während ich die Notfallszenarien durchspiele, was jetzt passiert sein könnte. Und ich denke, unser Kleiner, der gerade erst gelernt hat, dass er die Leiter aussteigen kann beim Stockbett, der ist jetzt oben runtergefallen. Und jetzt muss ich schauen, was ich mache. Ich mache die Türen auf und komme nie und der Kleine steht vor mir mit dem Auto in der Hand und schaut mich entgeistert an. Was ist in den Vater gefahren, dass der so da reinsäckelt? Der Grosse liegt in seiner Höhle und hört sein Hörspiel. Und ich sage, Jungs, was läuft? Was habt ihr gemacht? Nichts. Stör uns nicht. Ich hake an und sage, nein, was ist das für ein Krach gewesen? Was habt ihr umgerührt? Was habt ihr die Matratze genommen und an die Wand angeschlagen? Nein, sicher nicht. Wir haben ein bisschen hin und her gemacht und ich war unsicher gewesen. Handelt es sich um einen grossen Schwindel? Oder ist es wirklich so, nach längerem Versuchen, etwas rauszubringen, bin ich ein bisschen fragend wieder zurückgelaufen, wieder in die Küche. Habe rasch gedacht, ist echt der Nachbar gestürzt oben an uns? Oder hat er etwas auf die Terrasse fallen lassen? Dann so, müsste ich echt schauen, vielleicht brauchen sie ja Hilfe. Und dann denke ich, ja nein, ich mache mal weiter. 3 Stunden später hat es sich geklärt. In den News habe ich gelesen, dass eine fehlgeschlagene Sprengstoffentsorgung zu einer Explosion auf dem Gemeindegebiet von Ilnau geführt hat. Das ist etwa 5 Kilometer Luftlinie, von wo wir wohnen. Und das haben wir durchaus stark gespürt und eben auch gehört. Wer von euch hat es auch gehört? Die ganze Region Winterthur bis auf Zürich sagt man hat es gehört und man hat es wahrgenommen. Hey ja, Explosionen, die setzen die Dynamik frei. Da passiert etwas. Die Druckwelle sieht man nicht, aber man spürt sie unter Umständen. Und im Nachhinein sieht man auch, was passiert. Und so sind auf unseren nächsten Fahrten Richtung Autobahn, wenn man so bei der Kiburg hin oben durchfährt, ist sichtbar geworden, weil es eben sogar Ziegel von den Dächern genommen hat, weil gewisse Häuser ja auch Schaden genommen haben bei dieser fehlgeschlagenen Zündung. Explosionen setzen die Dynamik frei. Einer der berühmtesten Sprengstoffe ist Dynamit. Und da einfach noch so ein bisschen Wissen für euch, für wieder mal ein Quiz. Erfunden wurde ist der vom schwedischen Chemiker Alfred Nobel im Jahr 1866. Und ja, der Preis, den man heute vergibt, der Nobelpreis, das ist der Namensgeber von dem. Die Wortherkunft vom Dynamit basiert auf der griechischen Sprache und auf dem Wort Dynamis. Und Dynamis heisst Vermögen, Kraft und Macht. Und in der Bibel wird genau das Wort verwendet, um die Dynamis oder eben Kraft auszudrücken, wo der Heilige Geist in sich trägt. Wo die Person Gottes, die Seite von Gott oder die Wesensart von Gott in sich trägt und ausdrückt. Und das wird uns schon im ersten Buch der Bibel berichtet, schon in den ersten Versen darüber, dass der Geist Gottes, dort wird er auch Sturmwind Gottes genannt, im Genesis am Anfang, über dem Wasser geschwebt hat. Und als er auch wirksam war, gegenwärtige Kraft Gottes bei der Erschaffung der Welt, in der Schöpfung. Wir sind heute im 2. Teil von einer kurzen Serie zum Heiligen Geist. Und wir haben letzte Woche ab Pfingsten den Start gemacht und wir sind eingetaucht. Wir haben gehört von dem Moment, wo eben die Kirche oder die Nachfolgenden von Christus erfüllt worden sind. Und wir haben vor allem auch gehört, dass die Botschaft ist, jede und jede von uns, wo Jesus nachfolgt, hat den Heiligen Geist in sich. Und der Johannes Wirth hat am Bild vom Eliezer aus dem Alten Testament wunderbar aufgezeigt, wie der Heilige Geist uns auch dient. Wenn er uns begleitet, wenn er uns leitet, führt, tröstet, uns den Vater lieb macht. Und nachdem wir so eher bei uns sind, werden wir heute einen Schwenker machen und an dem heutigen Tag schauen, wie dann der Geist Gottes eben nicht nur in uns, sondern immer auch weiter als wir wirkt. Wir entdecken seine Wirkkraft, die nicht bei uns endet, sondern sie hat immer eine Dynamik drin, die weitergeht als der Selbstzweck, die über uns rausgeht.
Der Theologe Chris Green hat das noch recht provokant ausgedrückt. Ich möchte euch das Zitat vorlesen. Was wir auch gehört haben mögen. Pfingsten ist nicht die Geschichte frommer Gläubiger, die sich im Gebet verlieren, verborgen in einem Obergemach, entrückt in mystischer Verzückung. Pfingsten ist die Geschichte verblüffter, unsicherer Gläubiger, die aus dem Gebet hinaus auf die Straßen in die Öffentlichkeit gezogen werden. Mit Öffentlichkeit verstehen wir unser Leben, verstehen wir unsere Umfelder, verstehen wir deine Familie, deine Nächsten, deine Kinder, deinen Partner, deine Partnerin, deine Nachbarn, deine Arbeitsgespönli, deine Schulklasse, deine Lehrpersonen, deine Wegekollegen, die Menschen, die dir einfach an der Bushaltestelle jeden Tag nebendran stehen. Das ist unsere Öffentlichkeit. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen auf einen rasanten Ritt durchs Neue Testament, wo wir ein paar Aspekte von dieser Wirkkraft entdecken. Es soll einfach Mut schaffen und wirklich auch Freude machen, wie der Heilige Geist, Gott selber, in uns, durch uns, an uns und über uns aus will wirken. Ich habe so eine kleine Aufzählung dabei und immer auch einen Bibeltext dazu. Und wir lassen uns einfach davon inspirieren. Ihr dürft auch nehmen, was ihr gerade braucht daraus raus. Das Erste ist, der Heilige Geist, der stärkt uns in der Sendung. Noch bevor Pfingsten war, noch vor dem Pfingstereignis, hat Jesus noch mal einen Moment mit seinen Jüngern und er hat ihnen angekündigt, was jetzt wird geschehen. In der Apostelgeschichte im Kapitel 1 wird uns von dem berichtet. Und er sagt ihnen, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft, Dynamis, ausgerüstet. Nicht damit ihr muskulär besser aussehen werdet, sondern damit ihr befähigt seid, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Als Nachfolgende von Christus sind wir beauftragt. Ja, wir tragen Gott in uns, den Heiligen Geist, und wir sollen ihn repräsentieren auf dieser Erde. Und wir sind berufen, Zeugen hin auf Christus zu sein. Andere Leute einzuladen und sagen, hey, es gibt im Fall einen Ausrichtungspunkt in deinem Leben. Das lohnt sich an dem zu orientieren. Mit unserem Leben sollen wir auf das hinweisen, mit unseren Worten, mit unseren Taten. Und jetzt ehrlich gesagt, für mich ist es enorm tröstlich zu wissen, dass wir dazu befähigt werden vom Heiligen Geist. Weil manchmal scheint das eine überwältigende Aufgabe zu sein. Ja, da kommt man schnell ein bisschen Schiss über. Ja, kann ich das? Ja, habe ich die richtigen Worte? Ja, gelingt mir das? Und der Heilige Geist hat uns versprochen, er wird uns befähigen, Zeugnis zu geben. Er wird uns das Wort geben. Und jeder von uns kennt es. Dann, wenn der Moment kommt, wo man so ein bisschen mit jemandem ins Gespräch kommt und denkt, ja, die Person findet es jetzt vielleicht komisch, wenn ich mich oute als ein Jesus-Nachfolger. Ich spreche dir etwas zu. Der Heilige Geist wird dir das Wort schenken. Wenn er sie dem Petrus geschenkt hat, wo er vor dem Hohen Rat auftreten musste und sich zum Aff machen, dass er dem Rabbi, der gestorben ist, folgt. Er wird dich befähigen. Er wird dir das Wort schenken. Deine holprigen Worte. Vielleicht fühlt es sich komisch an, aber er wird die Worte begleiten. Er wird uns auch die Möglichkeiten dafür zeigen. Wir müssen uns auch nicht einen unnötigen Stress machen. Er wird uns die Augen öffnen, wenn wir ihn auch einladen dazu. Der Heilige Geist zeigt uns und führt uns in dieser Sendung. Wie der Philippus in der Apostelgeschichte Kapitel 8, wo er ihn an dem Wagen von dem äthiopischen Kämmerer vorbeischickt. Und er merkt, jetzt ist der Moment, um mit dem ins Gespräch zu kommen. Und der ist gerade am die Jesaja-Rolle lesen und dann darf er ihn auf Christus hinweisen. Und am Schluss tauft er ihn sogar. Der Heilige Geist stärkt zur Sendung. Zweiter Punkt. Wunderschön. Der Heilige Geist weckt Hoffnung. Der Paulus wünscht in seinem Brief an Christen in Rom den Empfänger Folgendes. Es ist mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Am SRF-Gottesdienst habe ich über diesen Vers predigt. Warum? Volle Freude und vollen Frieden in unserem Glauben, damit eure Hoffnung durch die Kraft, Dynamis des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Hoffnung fürs Leben. Durch Freude und Frieden, die wir erfahren in unserem Leben. Eine Wirkkraft vom Heiligen Geist, die an uns und in uns wirkt. Hoffnungslosigkeit ist ein absoluter Killer, egal um was es geht. Ob es ist in deinen Beziehungen, ob es ist in deiner Karriere, ob es ist in deinem Leben allgemein. Es ist eine Sackgasse. Hoffnung hat mit Perspektiven und mit Möglichkeiten zu tun. Mit möglichen Wegen, möglichen Schritten. Wenig macht uns ohnmächtiger, als wenn wir keine Hoffnung mehr haben.
Der Heilige Geist und seine Wirkkraft sind uns versprochen. Der Paulus wünscht sie den Nachfolgenden. Ich wünsche sie uns heute. Und im Wunsch ist auch das Gebet um das, dass wir Freude und Frieden erfahren können, damit unsere Hoffnung gestärkt werden kann. Und manchmal zeigt sich das mega überraschend. Unerwartet. Eben gerade mit dieser Begleiterscheidung vom Frieden, vielleicht in Situationen, wo man denkt, ja, jetzt stürmt es gerade richtig fest. Der Heilige Geist macht aber noch mehr. Seine Dynamik, seine Dynamis verändert unseren Charakter. Im Brief an Galater schreibt der Paulus, dass der Heilige Geist in uns eine Frucht wachsen lässt. Das ist ein berühmter Text, Galater 5, ab Vers 22. Und zwar besteht die Frucht aus folgenden Aspekten. Aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Das ist einer meiner Lieblingstexte, Leitverse. Seit vielen Jahren, seit über 20 Jahren. Ich glaube auch darum, weil die Frucht nicht immer sichtbar ist in meinem Leben. Ganz ehrlich. Und darum wird es wahrscheinlich auch bleiben, weil die Reifung von dieser Frucht, ja, das gibt Phasen, es gibt Saisons, da sehe ich es eigentlich wirklich. Es gibt aber auch Momente, wo ich das Gefühl habe, andere Aspekte sind überhaupt nicht vorhanden. Aber es ist das, was der Heilige Geist in uns wachsen lässt. Und ganz ehrlich, man könnte ja sagen, ja, das hat nichts mit Selbstoptimierung zu tun. Sondern wenn du das hast in deinem Leben, ich glaube, dann passiert etwas mit den Menschen um dich herum. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Erlangt echt die Wirkung vom Heiligen Geist am meisten Sichtbarkeit an unserem veränderten Leben. Ich kenne Menschen, die sind von Gott enorm verändert worden. Ich kenne Menschen, die habe ich wirklich nicht gern gehabt. Das waren richtige Ekel. Die haben mich genervt. Die haben mich aufgeregt. Egoisten. Dann ist der Heilige Geist in ihr Leben gekommen und er hat etwas verändert und sind mitunter, zählen sie zu den angenehmsten, ermutigendsten, stärkendsten Personen, die ich kenne. Das kann Gott machen, durch die Kraft vom Heiligen Geist. Auch an dir und an mir. Es geht weiter. Der Heilige Geist bewirkt Wunder und außergewöhnliche Dinge. Seine Schöpfungskraft, seine Dynamik, die ist auch heute noch im Bereich vom Möglichen. Oder eben für uns Unmögliche, aber für Gott Mögliche. Der Paulus schreibt auch im Römerbrief an den Empfänger, ich würde es niemals wagen, von dem zu reden, was ich getan habe, wenn nicht Christus durch mich gewirkt hätte, damit Menschen auch aus den nichtjüdischen Völkern das Evangelium annehmen. Also es geht auch wieder um die Verkündigung vom Evangelium. Und dann sagt er Folgendes, er hat durch das gewirkt, was ich sagte, er war Zeuge gewesen, und tat, das hat mit seinem Leben zu tun, wenn er das Leben gelebt hat, und hat es durch machtvolle Wunder und außergewöhnliche Dinge und durch die Kraft des Geistes Gottes bestätigt. Ich finde es einen schönen Text, weil er auch zu diesen anderen Wirksamkeiten zurückleuchtet, also aufs Zeugnis geben, auf aber auch einen Lebenswandel, einen veränderten und dann aber auch eine Bestätigung durch außergewöhnliche Dinge und Kraft vom Geist von Gott. Das ist das, was der Heilige Geist bewegen kann und es wird auch zum Zeugnis fürs Wirken von Gott unter uns. Die machtvollen Dinge müssen auch nicht immer nur einfach laut oder krass sein. Manchmal sind sie auch unscheinbar und klein. Aber sie liegen außerhalb vom menschlich Möglichen. Das Wunder von einer überraschenden Wendung oder der plötzlichen Veränderung von einem Umstand. Das Wunder von einer nicht für möglich gehaltenen Heilung, auch von den Ärzten. Körperlich, aber manchmal auch seelisch. Das Wunder von einer erfahrenen Ruhe, Frieden im Sturm. Oder das Wunder von einer nicht für möglich gehaltenen Versorgung. Materiell, finanziell. Ohne realitätsfremd zu werden, dürfen wir mit dieser Möglichkeit rechnen. Das ist der Heilige Geist, der unter uns will wirken, der unter uns kann wirken. Noch ein letzter Aspekt für heute. Der Heilige Geist schenkt Gaben zur Stärkung der Gemeinschaft. Die Bibel berichtet uns in verschiedenen Texten über Begabung, die der Heilige Geist schenkt. Sie werden genannt als Gnadengaben. Geschenk von Gott an Gemeinschaft, an Personen,
wo er begabt, damit sie einander dienen können. Und spannend ist, die Listen sind wahrscheinlich komplementär zu verstehen, also möglicherweise auch nicht abschliessend, weil die sind auch nicht immer deckungsgleich. Es geht darum, dass der Heilige Geist und seine schöpferische Kraft in uns wirkt und durch uns will wirken und dass eben eine gnädige Gabe ist, die er uns schenkt. Und der Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Die sind uns geschenkt, nicht für uns, nicht damit wir besser dastehen, nicht damit wir einen neuen Titel haben, nicht damit wir uns irgendwie mit etwas schmücken, sondern damit wir Menschen dienen können. Damit wir einander helfen, einander unterstützen. Es ist nie der Selbstzweck, sondern eine Gemeinschaft, die den Nutzen daraus ziehen soll. Was hat der Heilige Geist dir geschenkt? Wo du darfst teilen in deinem Umfeld, in der Kirche, in deinem Rahmen, bei deinen Nächsten. Das war ein schneller Ritt. Ich möchte noch mal kurz wiederholen. Der Heilige Geist und seine Dynamik stärkt uns zur Sendung. Der Heilige Geist weckt Hoffnung in uns. Er verändert unseren Charakter. Er kann uns anders machen, anders gestalten, Veränderung schenken, die wir manchmal nicht glauben. Der Heilige Geist bewirkt Wunder und außergewöhnliche Dinge unter uns. Und der Heilige Geist schenkt Gaben zur Stärkung der Gemeinschaft. Wenn wir über das Wirken von Gott unter uns und insbesondere eben vom Heiligen Geist reden, und gerade auch wenn wir über Wunder, Zeichen und die Kraftwirkungen, wie man auch sagt, reden, dann kann das auch so ein bisschen Unterschiedliches auslösen. Und ich möchte im nächsten Teil auch so einen pastoralen Teil von der Predigt, in so einen pastoralen Teil gehen, wo uns helfen soll im Umgang miteinander. Unter uns gibt es die Menschen, die das enorm positiv, stark und gut erlebt haben und wo ihr Leben an dem Punkt ist, wo es jetzt ist, weil der Heilige Geist sie verändert hat, gewirkt hat, gestärkt hat. Und das ist echt genial. Sie sind fasziniert von dem, packt von dem. Sie sehnen sich nach mehr von dem. Und das ist so gut. Und wir können so viel lernen von euch und wir brauchen euch. Und dann gibt es andere unter uns, die spüren eher so ein bisschen Anspannung aufkommen, weil vielleicht haben sie genau das, was andere gesagt haben, das ist jetzt der Heilige Geist, als enorm negativ erlebt. Oder sie haben einfach gar nichts erlebt. Und euch wollen wir auch sagen, hey, wir verstehen das auch. Das kann es nämlich geben. Und sie sind dann eher ein bisschen vorsichtig und sagen vielleicht, ja, mit dieser sanften Frucht vom Geist, mit der kann ich enorm viel anfangen. Aber mit allem anderen, was man dem Geist Gottes so zuschreibt, das fällt mir eher schwer. Weil ich es nicht erlebe, weil ich es anders erlebe oder weil ich es sogar übergriffig oder nicht gut erlebt habe. Beide Regungen sind gerechtfertigt. Sie haben eine Geschichte und sie sind auch real. Und das ist auch das, was zusammenkommt in der Gemeinschaft der Gläubigen. Das ist schon früher so gewesen. Das hat auch der Paulus schon adressiert, dass es einen weisen Umgang braucht darum auch mit dem. Und sie zeigen uns eben, dass wir auch das heute kultivieren sollen. Einen achtsamen Umgang in unserer Gemeinschaft mit der Wirkkraft vom Heiligen Geist. Ich bin inspiriert von einem Buch von Tyler Staton. Leider gibt es nicht auf Deutsch. Es tut mir leid. Vielleicht wird es mal übersetzt. Es ist eher ein neues Buch. Es heisst The Familiar Stranger. Ist vor 2 Jahren rausgekommen. Und redet über den Heiligen Geist. Und ist eine Leseempfehlung für all die Englisch verstehen und können lesen. So. Und ich habe eine Passage daraus übersetzt, weil ich euch das gerne vorlesen will. Die Frucht und die Gaben des Geistes stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern gehören untrennbar zusammen. Also wir reden von dieser Frucht, von diesen Charaktermerkmalen, aber auch von diesen Gaben, die auch hin zu den Kraftwirkungen, Heilung, Wunderzeichen, Prophetie. Werden sie voneinander getrennt gesucht, bleiben sie im besten Fall unvollständig und werden im schlimmsten Fall dysfunktional. Kirche hat in der langen Geschichte immer wieder gezeigt, dass es noch eine Herausforderung ist, auch in dieser spannungsvollen Mitte irgendwo zu stehen, mit dem gut umzugehen. Der Paulus hat schon ermahnen im Korintherbrief und gesagt, passt auf, bei all diesen Gaben, das Wichtigste ist die Liebe. Weil sonst kommt es nicht gut. Wenn es nicht in Liebe geschieht, dann kommt es nicht gut. Oft ist man im Verlauf der Geschichte und auch heute noch, kippt man auf eine Seite. Eine einseitige Über- oder eine einseitige Unterbetonung. Unterbetonung und Ausschluss bedeutet, hey, wir halten das alles so weit von uns weg, das Wirken vom Geist von Gott. Wir blenden es aus. Vorsicht treibt uns, zum es einfach gerade schon mal weglassen. Und damit berauben wir uns
von einer Möglichkeit von Gottes Wirken unter uns. Von seiner Dynamik, die er eingeben will in die Gemeinschaft. Und das fehlt uns. Es verhindert Möglichkeiten. Es schließt göttliche Wege aus. Es dient uns nicht. Das ist die eine Seite. Es gibt aber auch die andere. Der übermäßige Fokus auf Zeichen und Wunder und übernatürliche Gaben kann auch zu einer ungesunden Reduktion von dem Ganzen werden, weil es reduziert Gott auf sein Wirken, auf das, was am Schluss daraus entstehen muss. Manchmal sogar überstülpt es mit dem, was wir uns als Menschen wünschen. Es reduziert den Heiligen Geist auf eine Technik, die, wenn richtig angewendet, sogar in menschlicher Verfügbarkeit steht. Alles erlebt. Du musst eben so beten, du musst es genau so machen, diese Schritte sollst du tun und dann so und so und so. Und dann kann man dann den Geist Gottes als Mensch steuern. Das ist so die andere Seite. Es ist auch eine Gefahr. Eine Gefahr von der Vermischung von Menschlichem und Göttlichem. Auch wenn meistens gut gemeint. Auch eine Gefahr vom selber kontrollieren. Ich möchte dazu noch einen kleinen Exkurs machen zu einer Figur, wo man selten darüber predigt. Er wird in der Kirchengeschichte Simon Magis genannt. Simon der Zauberer, Apostelgeschichte 8, ich habe ein Bild von ihm gefunden. Er wird da natürlich dann in der Kirchengeschichte als ganz dunkle Person dargestellt. Für die im Livestream, das kann ich fast nicht machen mit den Fingern. Der da. Und er ist da im Zwiegespräch mit dem Johannes und dem Petrus. Wir werden gerade darauf kommen, wieso. Es ist so eine Geschichte, die einfach auch noch da steht. Der Simon war ein Zauberer. In Samaria hat er gewohnt. Und das Volk hat ihn anerkannt als Zauberer. Und man hat ihm göttliche Kraft zugesprochen. Er hat sie mit seinen Zauberkünsten fasziniert. Und dann kommt eine überraschende Wendung. Ist immer gut, um dann irgendwie aufmerksam zu hören. Der Philippus, wir haben es heute schon von ihm gehabt, einer von diesen ersten Gläubigen, ist nämlich in die Region gekommen. Und was hat er gemacht? In der Kraft vom Heiligen Geist hat er auf Jesus Christus, den verheißenen Messias und Retter, hingewiesen und hat von ihm erzählt. Und Wunder sind geschehen. Und Menschen haben sich dem Evangelium zugewendet. Und auch der Simon war tief bewegt von dem. So tief bewegt, dass er sich auch Christus zugewendet hat. Und es heisst, er hat sich sogar taufen lassen. Und dann geht die Geschichte weiter. Der Petrus und der Johannes haben nämlich gehört, dass es recht abgeht dort und haben gesagt, wir kommen auch. Und sind dann auch dort angereist und sie haben mit den Menschen gebetet, sie haben ihnen Hände aufgelegt und es wird berichtet, dass es so sichtbare Momente gegeben hat vom Wirken vom Heiligen Geist, von Erfüllungsmomenten. Und dann ist beim Simon etwas passiert. Er war tief beeindruckt. Es hat ihn gepackt. Und es ist vielleicht auch eine Seite für ihn gekommen, von früher, eine ungute. Und er hat gesagt, das muss ich auch können. Und er ist zu Petrus und Johannes und hat gesagt, ich biete euch Geld. Was muss ich euch zahlen? Verratet mir euren Zauber. Und was haben sie gemacht? Sie haben einen harsch zurechtgewiesen. Sehr harsch, sehr direkte Worte. Die Geschichte ist dann fertig. Man überliest die oft und ich finde es spannend, dass der Lukas die berichtet. Und bevor wir jetzt den Simon einfach als einen unguten Mensch abstempeln, wir wissen nicht viel mehr über ihn, aber etwas steht. Er hat zum Glauben gefunden und er hat sich taufen lassen. Sich taufen lassen war ein demütiger Schritt in der damaligen Zeit. Da hast du gar keinen Sozialstatus damit abgeholt. Das war komisch. Aber er hat das gemacht. Aus welchem Motiv bleibt offen. Aber es könnte auch sein, dass er wirklich ergriffen war von dieser Botschaft von Jesus, die der Philippus verkündet hat. Aber irgendwo passiert dann etwas mit ihm. Es kommt seine Schlagseite zum Vorschein. Er ist Zauberer und er kennt Tricks. Er kennt Methoden, er kennt Technik. Und das hat ihm bis jetzt auch gedient, um Menschen manipulieren und zum Geld verdienen, natürlich. Und wo Petrus und Johannes kommen, wird er verleitet, den Heiligen Geist als einen weiteren Trick zu verstehen. Und seine Demut verflügt. Er möchte die Technik erlernen und besitzen. Er sucht nach Methoden, um aufzusteigen, anstatt nach einem Retter und Herr, wo man sich ihm unterordnet. Oder, wie man es auch sagen könnte, er sucht die Gabe statt den Geber. Oder die Heilung statt der Heiland. Es ist ein feiner Unterschied. Und ich denke, es kann uns auch inspirieren, zu sagen, hey, irgendwo in dieser guten Mitte zu bleiben. Hey, lass uns ausstrecken nach dem Wirken vom Geist von Gott. Und wir können uns fragen, welcher Schlagseite bin ich eher näher? Bin ich der, der das Gefühl hat, ich muss Gott sogar gegen aussen dann auch noch so ein bisschen mit Nachdruck so vertreten? Oder überlasse ich ihm sein Wirken? Aber glaube ich daran? Und bin ich glaubensvoll? Und bete in dieser glaubensvollen Haltung für Menschen?
Hey, welche Schlagseite stehst du näher? Bist du jemand, der eher sagt, wow, ich habe mich so weit davon entfernt? Ehrlich gesagt, ich bete schon gar nicht mehr für diese Sachen. Und wäre das die Einladung an dich, zu sagen, hey, da ist noch ein bisschen Dynamik, die verfügbar wäre. Oder eben nicht verfügbar, wo Gott dir möchte schenken. Deinem Leben möchte schenken, deinem Umfeld. Ich möchte nochmal bei einem Zitat von dem Buch weiterfahren, nämlich gerade beim Nachfolgenden, das ich euch vorher schon erzählt habe, wo eine hoffnungsvolle Perspektive drin gibt. Ich habe das unter dem Titel «Die verbindliche Gemeinschaft als gesunder Boden fürs Wirken vom Heiligen Geist». Der Tyler Staton schrieb dann nämlich weiter, der Ort, an dem diesen beide Ströme zusammenfließen, also Frucht, Charakterveränderung und Begabung vom Heiligen Geist, und eine kraftvolle Bewegung erzeugen, ist Gemeinschaft. Lokale, verwurzelte, oft unscheinbare, aber verändernde Gemeinschaft. Wir könnten dieser Kirche sagen, oder Small Group, oder Freundschaft, Zweierschaft. Wir könnten auch sagen, die Ehe dürfte so ein Rahmen sein. Es ist so ein guter Ort, um das Wirken vom Heiligen Geist zu kultivieren. Verbindliche Gemeinschaft, wo wir miteinander auch in einer gewissen Langfristigkeit unterwegs sind. Dort können wir einander mit den Gaben dienen. Dort stellen wir aneinander fest, wie sich der Charakter verändert. Es ist der Ort, wo das machtvolle Gebet und der prophetische Zuspruch nicht von einer überhöhten Figur kommt, wo irgendwie kurz auf der Bühne erscheint. Und ehrlich gesagt haben wir keine Ahnung, wie sie ihr Leben lebt. Sondern von deinem Bruder, von deiner Schwester, ja, im dümmsten Fall von deinem Ehepartner. Im besten Fall. Hey, die Personen, die mit den täglichen Herausforderungen auch kämpfen, die Personen, die mit beiden Beinen im gleichen Alltag wie du stehen, die Personen, die ihr Rucksäckchen mitbringen. Es ist ein Ort, wo sichtbar wird, ob wir Liebe untereinander haben. Ob wir in dieser wachsen, im grössten und wichtigsten, der göttlichen Liebe. Weil durch die selbstlose, demütige und hingebungsvolle Liebe dienen die Gaben, die wir haben, untereinander der Stärkung der Gemeinschaft. Und dort man die Liebe in sich trägt, zeigt sich schon am besten dort, wo wir irgendwo in verbindlichen Gemeinschaften miteinander unterwegs sind. Dort zeigt es sich in mega ehrlicher Art und Weise. Dort bleibt auch Raum, für vielleicht mal etwas auszuprobieren. Dort bleibt auch Raum, um wieder den Faden aufzugreifen, wenn irgendwo mal eben vielleicht auch ein Missverständnis geschehen ist. Oder wenn man vielleicht mal irgendwo auch ein bisschen an eine Grenze an ist und jemand überfordert hat. Es bleibt nicht unbesprochen, sondern man kann das wieder aufgreifen. Und darum ist meine Ermutigung heute insbesondere, dass wir dem Heiligen Geist auch bei uns in der GFC Raum geben, um seine Wirkkraft zu entfalten, ganz allgemein, aber insbesondere in den Gemeinschaften, wo wir zusammen leben. Weil da kennen wir uns und es ist ein guter Rahmen. Es ist der Ort, wo wir einander ermutigen mit Wort und Hoffnung zusprechen. Wo wir einander unsere mit Gott erlebt erzählen. Wo wir auch merken, wo die im Alltag landen. Wo wir voneinander wissen, wo das auch in ihrer Wirkkraft viel grösser werden kann, weil wir sehen, oh wow, das hat Gott gemacht. Aber wo wir vielleicht auch mal sagen können, daneben dran, und ich habe gerade das nicht mit Gott erlebt. Weil das ist auch eine Realität. Und es ist auch ein Part of it. Und es kann enorm entmutigend wirken, wenn alle anderen immer alles erleben und du nichts. Und wo wir das miteinander aushalten. Ich glaube, es ist ein super Rahmen, um einander zu ermutigen zu einem gesendeten Leben und auch zu inspirieren dabei. Weil da ist so eine bunte Gruppe an Menschen, die das so auf unterschiedliche Art und Weise tun können. Die einen mit eloquenten Worten und andere einfach mit ihrem Leben. Es ist ein super Ort, um einander zu dienen. Mit Taten, mit diesen Gaben, die uns die Bibel berichtet, im Gebet, in der Ermutigung, im Wort und Eindruck, die wir haben füreinander. Und wo wir sie auch achtsam weitergeben können, wo auch der Rahmen für das ist. Ja, da eine kleine Randnotiz. Ich bin auch echt mal schon froh gewesen um eine handwerkliche Begabung von einem meiner Wegbegleiter. Weil ich dort eher so ein bisschen zwei linke Hände habe und wenn ich bohre und immer den Schlagbohrer drin habe, gerade der ganze Verputz kaputt ist. Und ich jemanden brauche, der mir dann sagt, das musst du nicht so machen. Dann kann ich lernen und profitieren. Einander zu helfen, in der Frucht vom Geist zu wachsen und auf das Potenzial hinzuweisen, das wir vielleicht noch haben. Weil manchmal sehen wir es auch selber nicht so, aber andere sehen es schon, wo wir da noch wachsen könnten.
Und als ich so am Vorbereiten war, habe ich mir auch in meinem Leben nochmal versucht, so in Erinnerung zu rufen, wo ich sehe, wie der Heilige Geist wirkt in meinem Leben. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist oft nicht in den mega spektakulären Momenten, sondern in den unspektakulären. Etwas, was meine Biografie mitprägt, ist, dass ich und meine Frau, wir haben ja lange Jahre verheiratet gewesen, ohne Kind. Wir haben auch nicht gewusst, ob es noch Kinder gibt. Das war für uns offen gewesen. Und wir haben uns auch stark mit diesen Prozessen auseinandergesetzt. Und wir haben das erteilt in diesen Rahmen, wo das eben dann kannst, in einer Small Group natürlich auch. Und ja, wir haben dort Leute gehabt, die haben mit uns gebetet. Und wir haben insbesondere eine Person, kommt mir in den Sinn, und ich weiss, die hat enorm oft für uns gebetet und mit uns und für uns. Und es war so ein Rahmen, weil es irgendwie gut war. Die Person hat uns manchmal auch ermutigt. Und manchmal haben wir es gar nicht hören, weil manchmal bist du an einem Punkt, wo du das nicht unbedingt hören willst oder wo es nicht deine Realität trifft. Aber irgendwie war es okay in dem Rahmen, wo man sich kennt. Und es hat irgendwie auch gut getan. Und ich sage euch jetzt etwas, die Person, nachdem wir tatsächlich, und das ist Gottes Geschenk, noch Kinder bekommen können, nachdem das geschehen ist, ey, was für ein Sieg für die Person, wo mir dann gesagt hat, weisst, ich habe nie aufgehört für euch zu beten. Was für ein Sieg. Das zu erleben, das ist nicht laut, das ist nicht gross. Das muss achtsam geschehen, weil das Thema ist auch sehr, 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 sehr vulnerabel. Und ja, das heisst ja nicht, dass es immer so rauskommt. Und die Person war auch bereit, 10 Jahre lang mitzuleiden und nicht zu wissen, ob das kommt. Und vielleicht kommt es nie. Und die Frage ist, was dann ist. Ich glaube, es ist in dieser Balance, die ist spannungsvoll. Da gibt es ja nicht immer den richtigen Weg. Aber das ist so ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist eine Verlusterfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben. Und ja, ich habe die geteilt mit Menschen. Und ich habe viele Leute gebraucht, die einfach mit mir leiden in dem. Aber dann ist der eine Moment gekommen, wo jemand mit mir gebetet hat. Und es ist ein Wunder vom Heiligen Geist, dass meine seelische Wunde in dem Sinne einfach geheilt worden ist. Aber das ist, ich weiss nicht, wie viel der Gebet war. Aus irgendeinem Grund. Es ist nicht verfügbar, es ist Gott, der das tut unter uns. Aber es lohnt sich. Und ich möchte uns als Kirche einladen, dass wir in diesem spannungsvollen Weg miteinander laufen und in diesen Rahmen hinein dem Wirken vom dem Heiligen Geist seinem Wirken Raum geben. Das ist eine Ermutigung, so dass zum Segen für viele werden kann. Füreinander zu glauben und für Wunder zu beten, gerade auch in Small Groups. Und dann miteinander auszuhalten. Dann zu feiern, wenn etwas geschieht. Aber auch das spannungsvolle Nichtwirken von Gott. Miteinander aushalten. Das ist etwas vom Heilsamsten, was man erleben kann. Ich möchte schliessen mit dem Gebet. Und ich glaube, heute geht es darum, dass wir den Heiligen Geist einladen. Aber es ist eigentlich ein komisches Gebet, weil der Heilige Geist ist uns versprochen. Er ist eigentlich sowieso da. Und vielleicht beten wir vor allem auch dafür, dass wir ihn wahrnehmen können, dass wir ihn spüren können, dass wir seine Führung erfahren können. Und ich möchte euch herzlich einladen, auch die mögen, dürfen gerne dazu aufstehen, als ein Zeichen von der Offenheit. Die müssen aber auch nicht. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Geschenk, dass du dich selber uns hingegeben hast in deinem Sohn, aber auch im Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du unser Begleiter bist. Der in uns lebt, von Jesus versprochen, ab Pfingsten ausgegossen. Der uns erfüllt. Gott in uns. Wir brauchen dich. Wir danken dir für dein Wirken, wo sich zeigt in spektakulären Situationen, wo Unmögliches plötzlich möglich wird, aber auch in ganz feinen, unspektakulären, in den Niedrigen von unserem Alltag, wo einfach plötzlich ein kleiner Fakt, vielleicht nur in unserem Herz, vielleicht nur an unserer Seele verändert ist, aber das ganze Leben anders wird durch das. Wir laden dich ein, dass du dich zeigst unter uns. Und wir bitten dich um deine Führung. Wir bitten dich auch, Gott, dass du zu uns redest, wo dass wir dir zu wenig Raum geben, dich zu fest rausdrängen oder wo wir dich für etwas Falsches wahrgenommen haben und vielleicht auch damit uns selber, aber auch andere Menschen überfordert haben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst und führst. Wir möchten in Anspruch nehmen, dass du jeden Tag mit uns bist. Dass du uns führst und leitest. Im Zeugensein von der besten Nachricht, die wir erlebt haben, aber auch im Dienst an anderen. Dass du uns Hoffnung schenkst. Und dass du unserem Charakter schaffst. Ich kann mir vorstellen, dass eigentlich jede Person da drinnen auch noch Möglichkeiten für dich sieht in diesem Bereich. Wir laden dich von Herzen ein, dass du uns wirkst. Und wir beten darum,
Dass du Menschen rufst, in unserem Umfeld, Menschen da hinein auch, die vielleicht heute da sind, und sie auf Christus hinweisest. Das ist deine Aufgabe. Du machst Christus gross. Du zeigst uns den Vater. Danke vielmals. Amen. Herzlich willkommen zu einer Predigt von der GVC Winterthur. Wir hoffen, wir können dich inspirieren und machen dir doch ein paar Gedanken dazu.